Im Westen gibt es offenbar nur Ärger. Willkommen zurück, Freunde, zum Let's Play von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 in der Spezialsaga. Wieder mal ein neuer Film, die Drachenfaust. Wer ihn kennt, wer ihn liebt, der weiß, was jetzt gleich passieren wird. 1000年の時を超え復活した伝説の勇者だが、その体に封印されていた怪物も一緒に復活してしまった。町を破壊する魔人を倒すため、悟空の新必殺技が炸裂する。 Legendärer Held, ja, ich glaube Tapion gibt es sogar hier bei Budokai Tenkaichi 3 auch zum selber spielen. Interessanterweise gibt es Hildegard immer nur in der letzten Form zum Zocken. Hildegard. Ich hoffe, dass Son Gohan und Vegeta noch auftauchen und Gotenks. Wie im Film halt. Ich weiß mal gucken, was. So wie wäre es Angriff. Du bist zu lahm. Wie kann er mich treffen? Ich bin doch hier unten, er ist oben. Ich soll erst mal gucken, was er drauf hat, logischerweise. Dunkle Auge, man, das für ein Skill. Das haben wir gar nichts. Ja, ich meine, es ist ein Riesenmonster, soll ich da auf Nahkampf gehen? Das ist eigentlich nicht logisch. Ja, dunkle Augen, aber doch trotzdem getroffen. Wer ist mit Gohan? Der ist eigentlich sowieso stärker als du, Goku. Ja, aber ja, wurde im Film auch schon so schwächer dargestellt. Also, da käme gleich. Gott sehen, wie Konter. Fragen nicht, wie das ging. Ich habe ja Extreme Power Up. Extreme Power Up. Ryuken! Finisher! Oh Scheiße, lebt noch! Wieso lebst du noch? Das war eigentlich mein Ultimate-Angriff gegen dich. Oh nee. Oh ja, Flieger schon! Ja, das ist das Mühsame dran. Bei Boom ist es irgendwie früher auf die Taste tippen zum Ausweichen, bei Hildegard natürlich erst später. Oh. Tschüss! Warte mal ab, Goku! Mann! Das ist so mühsam gegen so Riesenmonster, ganz ehrlich. Keine Ahnung, wer sich da irgendwas so überlegt hat. Ja, ich habe schon eine Strategie, kann ich erst nachher einsetzen. Oder Goku bei den Set schon. Ja. Sehr episch. Wow, hat noch 5 Minuten gedauert. Ja.
Gut, was ich eigentlich sagen wollte, man hatte gesehen, wenn ich da den Extreme Power-Up einsetze, habe ich nicht nur eine volle Energie, sprich kann direkt einen Ultimate-Angriff einsetzen, sondern man hat ja auch gesehen, dass ich plötzlich gegen Hildegarn ankomme. Er ist halt so einer, der quasi Riesenmonster mit normalen Angriffen auch schädigen kann. Und das wollte ich jetzt eigentlich ein bisschen im nächsten Fight versuchen, mehr darauf zu gehen, weniger Teleport und generell da einfach auf Abstand gebe, bis ich 3 Leisten voll habe und dann das. Aber man hat gesehen, Goku hat es so ganz gut hingekriegt. すっげえやつがいっぱい出てきたな。いろんなやつと戦えてオラ楽しかったぞ。それにしても悟空、お前には何度も救われてるな。いっつももう無理だって思っても悟空が何とかしてくれちゃうんだもんな。でもブルマ、オラが悪いやつらを引きつけてって言ってたぞ。悟空、お前は多分戦いを引きつけてんじゃねえかな。戦いに引き寄せられて俺やヤムチャもお前と会えた。俺はそう思ってるよ。それに悪い奴らがやってきたってちょちょいっとやっつけてくれんだろ。ああ、俺は絶対負けねえ。頼むぜ親友。いろいろな戦いがあった。そこに悟空がいた。戦いが悟空を引き寄せるのか、悟空が戦いを引き寄せるのか。悟空たちの戦いはまだまだ続く。Jo, Freunde, das war der Spezialsaga. Damit haben wir bereits 4 Sagen abgeschlossen. Saiyajin-Saga, Freezer-Saga, jetzt sogar 5. Saiyajin, Freezer, Cell, Buu und jetzt die Spezialsaga. Ich glaube, 3 fehlen noch. Ja, noch langsam kommt die Erinnerung doch zurück. Neben Dragon Ball GT gibt es noch die Dragon Ball Saga und glaube sogar eine Was wäre wenn Saga. Normal, okay. Dann kommt den ja später. Also dann, Freunde, Zeit für Dragon Ball GT. 気持ってんな。もうサタンおじいちゃんと同じようなこと言っちゃって、私たちちっちゃくなっちゃったおじいちゃんを元に戻すために。あれ、おじいちゃん小さくないじゃない。だな。ほらおめえのじっちゃんじゃねえし、ちっちゃくもねえぞ。私の冒険が終わってしまう。いいな、あなたはおじいちゃんじゃない。私はすっごい冒険に出るんだから。本物のおじいちゃんを元に戻す冒険よ。うん、出発。出発。私やおじいちゃんが活躍しちゃうんだから、地球のみんながベビーに操られちゃった。ねえおじいちゃん、早くなんとかしてよね。Jo, endlich geht's los, Freunde, mit Dragon Ball GT und ich muss ja immer noch sagen, ich weiß, viele sagen, Dragon Ball GT sei scheiße, oder sei ja gar nicht Kanon und vor allem deswegen, ne, ist ja nicht Kanon und deswegen sei sowieso scheiße. Andere, ja mittlerweile wegen Dragon Ball Super oder sagen sogar, oh, GT ist besser als Super, Super ist der letzte Schrott. Ich persönlich muss ja trotz allem sagen, GT besteht aus 64 Folgen. Davon kann man eigentlich die letzten 24, was Umfang und ja, gewisse Einzelheiten betrifft, ein bisschen Kübel, ne? Also gab schon Stellen drin, wo eigentlich episch waren, zum Beispiel auch eine Division. Logisch, im Prinzip schon die letzten 4 Folgen noch, aber generell, was für mich halt schon mal GT ausmacht, sind halt schon die ersten 40 Folgen. Wie es ja auch so schön heißt im Titel, Dragon Ball GT. GT für Grand Tour oder Galaxy Tour, je nachdem. Und das muss man sagen, die ersten 40 Folgen haben es da, ja eben, das halt die Black Star Dragon Ball Saga plus Baby Saga. Ja, andere sagen, das sei nur die Baby-Saga, sagen einfach mal die ersten 40 Folgen. Weil das war eigentlich ursprünglich auch der Gedanke von Dragon Ball GT. 40 Folgen nachher Schluss. Dann haben sich irgendwie noch etwas überlegt, dann stand nochmal 40 zu machen, also ich so, ja, noch 14 ist ein Schluss. 24, und das war doch ein bisschen wenig. 宇宙に散らばったドラゴンボールを集め終え、意気揚々と地球に戻った悟空たち。しかし地球はベビーの魔の手に落ちていた。ベビーの野望を阻止するべく、そして人々を救うため単身ベビーに立ち向かうのだった。
Nachdem sie den Weltraum verstreuten Dragon Balls eingesammelt haben. Dragon Balls im All? Ja, in GT gab's das, die Black Star Dragon Balls. Moment mal, Dragon Balls im All, Super Dragon Balls, wurde ja hiervon abgekupfert. Naja, kann man so oder so jetzt sehen. Finde ich jetzt nicht so schlimm, wo sollst du sonst so riesige Dragon Balls verstecken, ne? Vegeta, おめえまで。サイヤ人は一匹たりとも逃がしはせんぞ。 Es ist Baby Vegeta, der von, ja, also Baby natürlich, der von Vegeta das Körperbesitz ergriffen hat. Übrigens, Goku ein Kind, durch die Macht der Dragon Balls. Wurde quasi im GT eingeführt. Kennen wir das irgendwo her? In Dragon Ball Super, mit Pilaf und seiner Gang. Genau, wieder irgendwie etwas, wo man sagen kann, wieder kopiert worden, WTF. Ich kann noch ein bisschen erzählen, deswegen gerade. Ja. Und das andere Vegeta wird von einer feindlichen Macht quasi übernommen, die über seine Kräfte gebieten kann. Das kennen wir doch eigentlich auch aus Dragon Ball Super. War zwar da auch noch ein bisschen anime-mäßig, sprich nicht Kanon, aber trotzdem. Es ist noch interessant, dass man das ja auch einfach mal so, damit ihr das auch mal noch ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Es wurden, wie ich finde, extrem viele Elemente aus Dragon Ball GT in Super übernommen. Und trotzdem sagen viele irgendwie, GT sei scheiße. Aber lieben dafür Super, weil es von Akira Toriyama direkt stammt. Naja, es ist, wie gesagt, man muss schon ein bisschen objektiv das Ganze angehen. Im Detail genau nicht einfach sagen, jo, da ist scheiße, weil es ja von ihm selbst ist. Und Akira Toriyama, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, Akira Toriyama hat in Dragon Ball GT relativ viel gemacht. Erstmal die Idee zum vierfachen Super Saiyajin, hat sogar ein eigenes Artwork dafür entworfen. Die Brustbehaarung ist bei dem ein bisschen anders als nachher, als es dann schlussendlich wurde, okay. Er hat irgendwie auch wie soll ich sagen, den Gruppencast gezeigt, also sprich, wie alle eigentlich in Dragon Ball GT aussehen sollen. Auch Vegeta mit seinem scheiß Schnauzer und seinen kürzeren Haaren, stammt von ihm. Giyu, der kleine Roboter, stammt von ihm. Das Krakenraumschiff stammt von ihm. Also, die Story, also sprich, der Black Star Dragon Ball, stammt auch von ihm. Nur halt die Umsetzung im Detail, die hatten halt nicht er, sondern halt das von ihm beauftragte Studio übernommen. Und kann von ihm darum gebeten, ja, dürfen wir das für sie machen? Er sagt, jo, warum nicht? So, 3 so lang sind wir jetzt genug erzählt. Hab ich eigentlich als Goku so drauf? Ja. Gibt ja auch viele, die sagen irgendwie, ja, Goku da, klein, das ist scheiße. Finde ich jetzt nicht unbedingt, weil... Porten. Ja, Baby ist nicht schlecht. Das ist fast ähnlich wie Bu, wa? Was, hab ich gar keinen Schaden gemacht? Interessant. Guck, klar, wenn du am Quatschen bin hier. Das ist sein Ende. Unsterbliches Monster, du. Ah, der ist Versuch, Leute, come on, dann wird schon noch besser. Und gleich nochmal. Gegen Baby Vegeta Stufe 1 noch, Stufe 1, ich glaub's sogar. Doch, hier bei Budokai Tenkaichi 3 war es so, dass alle Stufen vorkamen. Ich glaub, so wie in Infinite World. Gab jetzt viele Spiele, wo es da hatte. Scheiße, nicht transformieren. Mann! So, ich habe sowieso nur Super Saiyan 1, 3 und gut 4 natürlich auch, logischerweise. Ach ja, dass man direkt vom Kleinen aus im Vierfachen gehen kann. Das hat man ja seit, glaube ich, ja, hier Budokai Tenkaichi 3 nicht mehr gesehen. Wacht aktuell bei Xenoverse 2, wo man GT Goku spielen könnte, das spricht den Kleinen hier. Der kann sich in vierfachen Super Saiyan nicht transformieren, so wie ich gehört habe. Und natürlich fehlt ja zweifach, aber zweifach hat Goku eigentlich Anime so, ja, nie eingesetzt in diesem Sinne.
Aber trotzdem haben wir einen epischen Zweifachen zu sehen bei Goku. Moment, ganz kurz gucken, irgendwie was wieder falsch machen. Nehmen wir auch 3, wa? おめえ倒してからみんなの卵を叩き出してやる。一度植え付けた卵は叩き出すことなどできん。あらおめえをベジータから追い出してやる。 Nur so wenig Schaden. Wird immer entdeckt. Tschüss! Bin ja bescheuert. Hätte klappen können. すげえパワーだ。奴に対抗するにはスーパーサイヤ人3しかねえ。 Ich glaube, Super Saiyan God könnte das Kind auch ein bisschen schwierig werden. Übrigens, man sagt, also, ja, man sagt irgendwie, dass Goku hier als in seiner Base-Form, und das Kind vielleicht nicht mehr unbedingt, aber als Erwachsener vorverwandelt wurde in GT, dass in seiner Base-Form so stark so wie Majin Buu. Das will schon was heißen, ne? Also ist er hier natürlich schon immens stark. 叩けは久しぶりだぜ。 Super. Wie jetzt? Saiyajin-Seele hoch, aber ich hab... Echt jetzt? Kein Nachbild, kein wilder Sinn mehr? Was ist das für eine Verwandlung? Ah, scheiß drauf. Ja, toll! 地獄に送り込んでやる。 Ich kriege noch die Vollkrise! Bams! Schaut mal auf meinen Style! その程度かおめえ。 Aua! ならばこちらから地獄に送り込んでやる。これどうなんだと。 So, wir ein bisschen konzentrieren, Leute. Teleportieren kann ich als Kind leider nicht. Voll erwischt. So, switch mal, wa? そうか。体が小さい分、スーパーサイヤ人3のパワーが持たねえんだ。 Tja, kleiner auf einen. Nein, der Super Saiyan 3 läuft aus. 殺さん。気の済むまでいたぶってやる。 Ach du Scheiße. Super Baby 1. Ui. Das war Holy Moly. Ja. Das ist Super Baby Stufe 1, Freunde. Nein, 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 nein. 憎いサイヤ人め。貴様だけをこの手で殺す。 Aua. Aua. Du bist ein Arschbaby. Hier, 死ぬ nimm. 前に見せてやるぞ。原始的なサイヤ人と進化したツフル人のパワーの違いをな。 Nein, bitte nicht. Werd nicht zum... Nein, bitte tu's nicht. Er tut's doch. Super Baby 2. Seine volle Power. Ich hau ab. この手で殺す。 Darf ich gleich mal mein Testament machen? Scheiße. Ich soll so eine Form besiegen, frage ich gerade. Gar nicht, okay. 今度は俺が相手だ。貴様に俺の相手が務まるのかな。
Es ist Match-Up! Ja, der Up vom Ende aus Dragon Ball Z mit Majin-Up. Mit Majin Buu vereint gibt Match-Up. Der eigentlich sogar behaupten würde, einer der stärksten Kämpfer überhaupt. Oder theoretisch sogar stärker als Goku. Nee, natürlich nicht. Ah, stärker als Goku, Entschuldigung. Aber sicher der stärkste Mensch aller Zeiten, ne? Da kann man glaube ich so sagen. Ja, Baby als Schokolade. Na, da gibt's nichts. Oh, doch. So, Freunde, ich würde sagen, der Kampf gegen Baby geht in der nächsten Folge weiter, weil ich habe den Kampf schon ein bisschen übel in Erinnerung und, ihr denkt, Baby ist auch schon fertig mit Transformieren? Nö. Denn ihr wisst ja, die wahre Macht eines Saiyajins liegt in seinem Schwanz. Also, nicht nur die eines Saiyajins, also, eines Mannes, also natürlich schon auch die einer Frau, also, ja. Seht die nächste Folge. Bis dahin, tschüss.